Also ich muss sagen, von Dios bin ich ja nichts. Ich finde das so leid. Ach, da sind Sie ja. Ach, so, ja, Türkei ist anwesend. So weit angereist. Die Familie Weiß hier. Herzlich willkommen. Wunderbar. Hat er die Schaferte der Flieger gekriegt? Ja. Also wir wollen euch so ein klein wenig durch unsere Geschichte führen. Das heißt also durch unsere Stadt Köln in erster Linie. Und das heißt, irgendwie hängt man an dieser Stadt, wenn man irgendwo im Ausland ist und ist zusammen. Und dann wird man dann gefragt, wo bist du her? Und dann heißt es, aus Köln. Und dann ist dann von welchem Wedel? Dann Düren. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Kante hängt an unserer Stadt. Und ich sage immer noch, ich will zurück nach Köln, oder wie man sagt, Oliver erzählen Sie jetzt über unser Fürstenfeld. Ja, ich sage jetzt ja nichts mehr. Ich würde sagen, wir starten direkt, ne? Einfach, oder? Genau, wir haben festlich begonnen, wie sich das gehört für diesen Rahmen. Jetzt, ich merke schon, wir haben Lust, gebt uns ein bisschen Rhythmus und wir sagen ganz einfach, ich will wieder ein, wir wollen natürlich nicht nach Fürstenfeld, auch nicht nach Düren, tut mir leid. Wir wollen natürlich nach Köln und das Ganze geht folgendermaßen. Eins, so für die Vorteile. Ich will wieder hey. Bist du allein? Ob
sind. Ich stunde in jeder Zeit und Welt. Und der Süd und der so. Jetzt haben wir zwei Wege rum. Management und Weltverlag. Selten wir noch in der Rat. Ist wir machen wir eine Star, der ganz große. Ich dachte, wenn jeder ist die Form, lohnt es zusammen singen. Ich will wieder hey, für die zu alle hey. Und nichts Neues sind. Ich will hey noch und noch einmal zum Üben. Ich will wieder hey, für die zu alle hey. Und nichts Neues sind. Ich will hey noch letzte Katastrophe, wie man das hat, noch ist verschollen. Wilde Musik, Sex, Rocks, Rock'n'Roll. Echte Freunde hin oder her. Doch der Abschied wird nicht schwer. Eines Abends in der Bahn trug ich wieder Dinge schlapp und an. Ich glaub, ihn alle jetzt ein Land zu ihr belauftes Programm. Begrüßt und Prost und Köln ab, laurische Welle. Ich will wieder hey, willst du alle hey. Und nichts Neues sind. Ich will hey noch Köln. Achtung, jetzt seid ihr dran. Ich will wieder hey, wunderbar. Willst du alle hey, ja. Und nichts Neues sind. Ich will hey noch Köln. Und hey noch wieder. Ich will wieder hey. Willst du alle hey. Und nichts Neues sind. Ich will hey noch Köln. Wo wollt ihr alle hin? Ich will hey noch Köln. Jawohl! Ja, liebe Gäste, es ist so, jetzt werden sich einige wundern, man macht die dann da, ne? Sonst singen sie immer vom Scheiße, ja, sind sie einfach verkleidet. Aber wir haben auch eigene Lieder geschrieben, unter anderem werdet ihr gleich feststellen, aber ich möchte mal zurückgehen. Mittlerweile, wenn Sie heutzutage auf eine Sitzung gehen, dann geht es nur bom, 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 Genau. bom und dann, ne? Ja. Ich bin eine Kölsche, ne? Oh, kennt ihr, ne? Ja, aber der Kölsche Jung, der ist schon so alt. Der ist schon so, die meisten wissen das nicht, der ist schon 50 Jahre alt. Nämlich nicht der Milwich hat ihn geschrieben, sondern er hat ihn bekannt gemacht, sicher. Aber geschrieben wurde das von einem Fritz Weber. Und in den 60er Jahren gab es in Köln einen Redner, er nannte sich selber der Lebejung von Köln. Er war so ein kleines Vorbild für mich, so ein Idol, wie man so sagt. Ne? Ich hatte ihn immer bewundert, der war so schlagfertig, aber für mich der beste Interpret des Liedes Ich bin eine Kölsche Jung, ja, kennt ihn noch, der Horst Müß. Und wenn Horst Müß der Kölsche Jung brachte, dann klang das ungefähr so, pass auf. Als Kleines hab ich mir geholfen. Ich wollte mir nur ein Kamelchen kaufen. Ich wohne die Straßen in ja, da war schön. Ne Schutzmann fragte mich, Hey, wo bist du her? ich habe Angst, er mögt mich nicht. Im Geister ich mich schon direkt an im Mädchen. Doch wohl ich ganz genau, er mendet Jod mit mir. Drum sag ich ihm, treu Herz
Ich bin eine Köln-Junge, was willst du machen? Ich bin eine Köln-Junge und du mir lachen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln-Alarm. Auch wenn ich schwer an meiner Mutter hänge, wenn sie auch manches Mal mit mir nicht kräftig hängt, doch von Grund ist doch. So leicht mal ist sie nicht aus dem Fassung. Und hatte ich uns ein Sammeltass zerbracht, dann wusste ich ganz genau, jetzt ist die jetzt vorbei. Der Mann sind nur für mich und küsst nicht für die Tür. Ich sag, Mama, ich konnte doch nichts dafür, denn ich bin in der Couch. Was willst du machen? Ich bin in der Couch und ungeladen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln-Alarm. Ja, so klang es ungefähr in den 60ern, wenn Horst Mös in der Kirche jung war. Drum wollte ich nicht noch niederkommt in Zeilen. Lacht in den Lippen nur, dann wird mich schon fangen. Denn wenn man nicht mehr lacht, dann ist okay. Sing doch den Untersprung, ob Kölsch erlebt. Sing so wie mir, du musst dich mit zu schauen. Und hast die große Lust, dann singen wir zusammen. Wenn du dann eines Tages am Himmelsplätzchen stehst, dann sagt der Petrus, heimlich, still und hell. Und jetzt einmal mit euch zusammen. Ich bin der Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin der Kölsche Jung und ungeladen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln-Alarm. Und noch einmal alle zusammen. Ich bin der Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin der Kölsche Jung und ungeladen. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Kölsche Jung zu singen.
Neumarkt gewesen. Und da haben wir die ganze Menschenmenge haben wir da bewundert. Das sieht ja fantastisch aus, wenn man da oben steht auf der Bühne und sieht Tausende von Menschen da. Da hat man nur eingeführt. Ich sage gerade, nee, ist das schön, ne? Nee, was ist das schön? Bin ich gespannt. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön. Wir waren in Las Vegas, es war eine schöne Reise. Wir hatten nichts von den Leben, da heiß. Und dann hatten wir gesehen, jetzt und hatten wir gesehen. Dann waren wir wir sich im stillen Casino drin. Das hätte mich nicht nachprobiert. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön. Ich denke oben in Nickel in so einer Automat. Wir dachten so, was merkte das, was hätte das gemacht? Sie reden krass gewimmelt, ne, was wird wo heim? Da sagte mir, was merkte das, da hörten wir ihn schreien. Was ist das schön? Was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön wieder. Was ist das schön? Was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön. So der Ausflug hätte jemand gejagt, gepott. Und als ich auf der Rücken wieder war, das Geld auf Gott. Ich war schon was ist das schön? Was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön. Was ist das schön? Was ist das schön? So was haben wir lange nicht gesehen. So schön, so schön, so schön, so schön. Ja, das ist schön gewesen, wenn ich wirklich Versigant werde, ne? Na gut, aber das passiert ja immer. Das ist ja das Schöne daran, das ist ja live, ne? Da kann das immer passieren, ne? Das muss man. Ja, du warst im Show, ne? Es war nämlich nicht der Schenk, sondern der Karl-Heinz, der dich weggeport, die Kneipe, der war tatsächlich zusammen in Las Vegas, weißt du noch? Ne? War sehr schön, ne? War super, ja. Ja, wo ich den Kanada so sehe, da fallen mir so einige Geschichten aus der Vergangenheit ein. Die will ich aber jetzt natürlich nicht sagen. Das ist ja seine Frau nebenan, sitzt ja nebenan, deswegen. Aber ich sage euch eins, in Köln gibt es schon mal die Situation, dass man sich gerade zu der Jeckenzeit, die haben wir ja gerade, sind wir ja gerade mittendrin, 11. ist ja gerade vorbei, in der Jeckenzeit unheimlich viele Leute kennenlernen, bei netten Gesellschaften, wie auch immer, zum Tanz. Und wie das alte Sprichwort schon sagt, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Man darf nicht wissen, wie sie heißt, man darf nicht wissen, wo sie wohnt. Ich will nicht wissen, wie du. Hey. Komm, jagt uns alle, ehrlichen Stimmen in die Hand. Im Leben alles schief und mir war ein Bächle immer hinterher. Dann
Flasche vom Glück, was du mir geschenkt hast. Ich denke so oft dran zurück, frag mich, wo du irgendwo bist. Bist du auch mit bei mir? Ich seh dich noch immer jetzt zu dir, nur in den Augen, die mir gesagt, ja, was haben sie mir gesagt? Ich will nicht wissen, wie du heißt, ich wisse, wer du bist, ich weiß nur, dass du mich glücklich machst. Ich will nicht wissen, wo du wohnst und was du sonst noch kannst, nur eins will ich, schenk mir der letzte Glanz. Ich will nicht wissen, wie du heißt, nur wissen, was du fühlst, im Nacht in mir Raum. Und ist es morgen auch vorbei, der schöne Glück sagen, es war nicht ein allein. Ja, ist es morgen auch vorbei, der schöne Glück sagen, es war nicht ein allein. Dankeschön. La, 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 la. Ist ja heute wunderschön. La, 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 la. Und das Ganze mit Musik. Ich will nicht wissen, wie du heißt, nur wissen, was du willst, im Nacht in mir Raum. Und ist es morgen noch vorbei, das schöne Glück des Abends war nicht ein allein. Ja, da, ist es morgen noch vorbei, das schöne Glück des Abends war nicht ein allein. Dankeschön. Ja, ich sage Dankeschön, Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Hier vorne habe ich schon gedacht, die zweite Lage, die Sonne Abend und die war schon am Einschlafen. Im Nachwuchs nach der Show auf jeden Fall. Nachwuchs, ja meinst du? Auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung, wir sollten mal an das denken, was wir überhaupt im Fastelovend machen. Ihr alle kennt es bestimmt, ihr kennt es doch, diese Scheiße, ja, Scheiße, ja, kommt der Hund ist wenn der Hund ist, muss der Eier legen können, wenn der Hahn ist, muss der Blömer trinken können. Scheiße, ja, Scheiße, ja, ob der Hund ist oder Hahn. So, jetzt machen wir Folgendes mal. Wir versuchen jetzt den Hahn hier ins Senftöpfchen reinzuholen, indem wir die Hände mal nach oben nehmen. Die Hände nach oben und dann schwingen wir in den Hahn. Sehr schön macht ihr das. Und dann singen wir dazu auch vorderlich. Für sie Höhler, Hügner, ja nicht
Ja, der Hahn ist wieder da. Scheiße, ja, ob der Hund ist oder Hahn. Ist ja eigentlich, dass wir das jetzt seit 35 Jahren parodieren? Das brauchen wir ja. Und in diesen 35 Jahren musste man ja immer wieder mal so ein klein bisschen springen. Ach, komm ja wieder mit dem Dress, Scheiße. Ja, so was haben wir erlebt in 35 Jahren. Da habe ich gedacht, da müssen wir was anderes bringen. Und da kam uns eine Idee. Und zwar, ihr alle kennt der halbe Hahn in Köln. Ne? Aber für die Auswärtigen ist das ja nicht selbstverständlich, dass da der Röckel mit Kies ist. Ne? Und wir haben uns mal gedacht, stellen wir uns vor, wenn der Franzos nach Köln kommt, noch früh oder noch Sion, und bestellt sich eine halbe Hahn, oder früher vielleicht ja noch der Kürbis, das geht schnell hier, und dann steht der halbe Hahn, und dann klingt der Pass auf. Ich frage, was er empfehlen kann. Worauf er sagt, der halbe Hahn. Das ging schnell und keine Ball. Ich fühlte mich im Wiener Wald. Ein altes Ähnchen mit Pommes frites. Doch was er brachte, war ein Witz. Nicht mal eine Spur von Ähnlichkeit, von Art zu sehen, weit und breit. Ja, was so komisch anzusehen, glaubt ihr vielleicht, es wäre schön, nicht mal ein Flügel war da dran und so was mit ihr an. Er roch sehr stark und war schon kalt, und außerdem noch ziemlich alt. Das Ganze war mir viel zu lasch. Es war Baguette mit so kann es passieren, wenn der halbe Hahn in Köln bestellt wird. Wieder singen. Meine Güte, die aber schnell. Du hast ja immer die kurzen Lieder ausgesucht. Aber das ist auch richtig so. Ich bin dabei. So, ich nehme euch mal hierher. Bist du selber so? Nehmen wir aber das Völkerchen, wo das eben so schön geklappt hat mit den Liebesliedern, muss ich noch eine kurze Liebesgeschichte erzählen. Und zwar, wie soll ich damit anfangen? Dieses Lied habe ich vor geraumer Zeit, das muss aber mindestens 15 Jahre her sein, mit einer Band gespielt, wo ich das Musizieren mit angefangen habe. Die Junge hießen die damals. Und wir hatten einen wunderschönen, ich habe übrigens bald keine Batterie mehr, wollte ich gerade nur sagen. Ich sehe das gerade, hier leuchtet es rot, lieber Markus oder Robert. Mal gucken, ob das Lied durchhält. Da war ich das erste Mal verliebt in eine junge Dame. Sollen wir jetzt machen? Ja, dann mach ich jetzt. Okay, dann muss ja. Dann mach ich das so. Kann man ja auch so machen. Ja, ist ja so gemütlich hier, deswegen kann man das so machen. Den Deckel. So, und zwar war ich damals sehr verliebt in eine junge Dame. Nur wie ich das eben schon erklärt habe, im Kölner Karneval ist es ja oftmals so, dass man diese Damen leider nie mehr wieder sieht.
Und gerade diese Dame liegt mir doch oder lag mir sehr am Herzen. Und es wäre schön, wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet mit eben die Worte auf. Der liebe Norbert, unser Mann fürs Gute hier. Tja, und das Lied, jetzt muss ich mal gucken, ob wir vollkommen auf Sendung sind. Ja, heißt folgendermaßen: Hey kleine Clown. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn meine Gedanken sind immer bei dir. Der Himmel über Köln ist im Morgen ganz grau. Es ist erst schon Mittwoch und es brennt wie ein Sau. Im Auto, da liegt noch ein Pappnass von dir. Bist du jetzt bei mir? Ich will alles dafür. Noch für eine Stunde, ich dich fasse an. Ich rot und ich still, trotz all dem Lärm. Doch dann sagst du plötzlich schon, ich muss jetzt raus mit dem Fastenladen. Da ist für dich ja jetzt Schluss. Hey kleine Clown, wo bist du los? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn wegen der Gedanken sind immer bei dir. Hey kleine Clown, wo bist du los? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn wegen Gedanken sind immer bei dir. Jetzt haben wir November und ich sitz hier unten. Bist du jetzt bei mir, Mädchen, der wird das schön. Zum Aldermarkt, da ja nicht, ist ja wieder hin. Mir blieb nur die Hoffnung, dich wieder zu sehen. Jetzt haben wir November und ich sitz hier unten. Bist du jetzt bei mir, der wird das schön. Zum Aldermarkt, da ja nicht, ist ja wieder hin. Mir blieb nur die Hoffnung, dich wieder zu sehen. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn wegen Gedanken sind immer bei dir. Hey kleine Clown, wo bist du bloß? Hey kleine Clown, die Stadt ist groß. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn wegen Gedanken sind immer bei dir. La 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 la. Hey kleine Clown, komm und meld dich bei mir, denn wegen Gedanken sind immer bei dir. Vielen Dank. Tja, wenn ich jetzt nicht erzählt habe, ich habe mich verliebt, das ist natürlich nur bedingt wahr bei dieser Person. Das ist meine Tochter, die liebe Marisa. Natürlich liebe ich dich sehr, aber auf meine väterliche Art und Weise. Schön, dass du mit uns diesen Tanz gemacht hast. Herzlichen Dank. Marisa, du. Ja, das haben wir hatten wann war das? Im Oktober, haben wir in St. Maria Empfängnis unser jährliches Konzert und da freuen wir uns immer ganz besonders drauf, weil da viele Freunde sind.
Und da hat der Hannes das hinter meinem Rücken eingefädelt. Wir hatten die Nummer im Programm, aber wir haben sie nicht so im Programm gehabt. Und da haben die mich überrascht mit dieser wunderschönen Tanzeinlage, habe mich sehr gerührt und sehr gefreut. Von daher wunderbar, sehr schön. Freue ich mich sehr, dass die Dame heute hier ist. Wo wir letztendlich dann wieder beim Thema Karneval sind. Ne? Wir kommen ja nicht drum herum. Der Hannes hat es ja eben kurz eingeläutet und angekündigt. Bei unserem Hühnerhof ist einiges los dieses Jahr und ich muss euch das sagen, es fällt mir doch ein bisschen schwer, weil ich habe so den Eindruck, dass über unserem Hühnerhof der Pleitegeier kreist. Und zwar ist es tatsächlich so, unser Hahn hat sich in den letzten Jahren ein wenig gehen lassen und die Hühner haben sich gedacht, gut Hahn, wenn du das so handhabst, haben sich einen Nebenjob angeschafft. Die Hühner sind jetzt tatsächlich Flugbegleiterinnen bei Chicken Wings. Einige von denen arbeiten in der Legebatterie die ganze Nacht und der Hahn kommt morgens früh raus und sagt, so, wo sind meine Hühner? Und die sind alle weg, die sind Geld verdienen, weil er schlecht gewirtschaftet hat, unser Hahn. Und da sagt er sich, pass mal auf, ich habe hier so einen großen Hühnerhof, ne? Stell ich mir die Frage, wie damals der Jung Schmitz. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Dinge? Wer hat so viel Geld? Auf der Küche unserer Hand. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Dinge? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Dinge? Wer hat das so viel? Ich kann das bezahlen. Ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Pinke. Ja, das ist ja schön. Ach, pass mal auf, ja? Kannst du mir mal sagen, wo du jetzt herkommst hier? Aus der Schweiz. Mit kurzem Zwischenstopp in Landsberg am Lech. Kennst du das? Ne? Das ist der Klingelpilz von Bayern. Ja. Du brauchst aber schnell, was verfährst du denn in der Schweiz? Du machst ja keine Kies. Was meine ich, keine Kies? Ich habe in der Schweiz so viel Kies gemacht. Ich kann das sagen. Ich habe da einen Steuersparvertrag abgeschlossen. Was hast du? Ich habe jetzt eine Verbindung von denen. Ja, und jetzt? Ab in den Bau. Jetzt geht es weg. Ich hoffe, ihr habt das alle kapiert. Wir heben die Hände. Lasst den Dank. Dass die Nacht Samstag vor mein Haus wird, deine Wohnung sieht und suche mir. Was soll das? So ist mal hier. Was soll das? Ich hab dich selber angezeigt, stellt uns das ihr über uns ein. Was soll das? Was soll das? Das soll alles nicht vollständig sein, deshalb rufen wir mich dafür ein. Was soll das jetzt hier? Was soll das? Womit hab ich das verdient? Das ist doch nicht blöde Anblick. Warum hat man mich nicht wenigstens gewahrt? Hätte ich auf Bewährung verknackt, hätte ich vielleicht nichts gesagt. Wäre zwar schockiert, wahrscheinlich hätte ich es noch kapiert, aber er hat ja gleich ernst genommen. Was soll das? Unsere Hannes Höhnes ist tatsächlich im Klingelputz vor Weilen gelandet. Er hätte es selber gesagt. Aber man muss ja sagen, der Herr Höhnes hat es nicht ganz so schwer. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, er ist ja Freigänger, ne? Er darf ja tatsächlich raus zwischendurch. Letzte Woche hat man ihn gesehen hier mit seinem Kollegen, da mit dem, wer ist denn noch hier, der Rolex Kalle, ne? Kennen wir. Und der Aliment des Franz. Ja, wirklich. Aber wirklich, pass auf. Und als er die Anstalt verlassen hat, die haben ja eine Anstaltschefin da, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, haben die Chefin da, die Chefin hat gesagt, so Herr Höhnes, denkt dran, wenn ihr die Straßenlaterne wieder angeht, bist du wieder zu Hause. Ne?
So einfach ist es, so als Freigänger. Aber mal ganz ehrlich, der Mann ist prominent. Tja, höchste Sicherheitsstufe. In München nennt man das P1. Und genau daher hatte sich jemand kommen lassen, der steht jetzt an seiner Zellentür. Ehrlich. Hey, geh doch mal ab, hey! Komm on, let's go! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Jedes Wochenende steh ich hier an der Tür, vor der Wiener Stempel, kriege Geld dafür, kontrollier die Leute, ja das muss so sein. Sag zu jedem Zweiten, du kommst hier nicht rein, du bist ein Bad Boy. Er muss es wissen, mach dir die Fresse. Er muss es wissen, oder ein Good Girl. Er muss es wissen, mach dir die Fresse. Er muss es wissen, du bist ein Bad Boy. Raus, du kommst hier nicht drin. Ein Nebenjob, ne? Türsteher. Tja, es gibt da wohlgemerkt auch ehrenwertere Nebenjobs. Also es gibt ja so das eine oder andere, wie unsere Hühner schon bewiesen haben, sich was nebenbei zu verdienen. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, ja, ich kenne das auch von früher, habe ich selber gemacht, Regale eingeräumt im Supermarkt. Toller Nebenjob, kann man sich nebenbei von den Blattwäsche machen sozusagen. Und da fällt mir ein, wenn ich einen Türsteher sehe und den damaligen Besitzer von diesem Supermarkt, ne? Die haben ja tatsächlich die gleichen Ansichten. Die sagen sich, das junge Gemüse darf rein. Das dauert ein bisschen. Aber das Gammelfleisch muss draußen bleiben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich sagte, das Gammelfleisch so, hier wird doch mal auf, du. Weil du mal vorsichtig, ne? Oh, ja, ja. habe ich dich gerufen? Ja, mein Name ist Horst Schlemmer, ne? Ich bin jetzt in Rente, ich habe so ausgemustert, ja. Das ist so. Und seitdem bin ich nur noch im Scheiße, oder im Supermarkt da raushelfen. Ne? Da kannst du dir von den Filmen oder? Wenn es nicht so bleibt, und meine Hälfte bezahlt für die gleichen Restjagd zum Netto. Was ist jeder Weg? Einerlapbürschen ist Teilerbürschen und keiner hört und keiner sieht Jagd zum Netto. Jagd zum Netto. Das Leben ist noch wunderbar. Hätte alles morgen war. So wenn man den Mond hält und nichts verloren war. Und es ist besser. Du willst nichts mehr. Zum Netto. Der Herr Schlemmer arbeitet jetzt also bei Netto. Man hat sie tatsächlich in Rente geschickt. Ne? Ja, man hat gesagt, diese Parodie geht jetzt so langsam in Rente. Aber wo ich den Supermarkt sehe, komme ich direkt wieder aufs nächste Thema, Stichwort Supermarkt. Ich habe sie jetzt gesehen, alle habe ich sie gesehen. Bei diesen Supermarktketten haben sie Schlange gestanden. Die schönsten Kostüme wurden sich ausgesucht, eben beim Netto, Deitos, Karnevalswirts, Metro, überall. Die besten Kostüme. Nur manchen reicht das ja nicht, ne? Die gehen ja selbst vor einer Kostümsitzung sogar noch zum Arzt. Was? Du meinst Lippen aufspritzen? Das ist Prunksitzung. Und Kostümsitzung. Aber du hast recht, Irgendwie hast du recht. Wie war das noch gestern? Du meinst Schönheitschirurgie, ne? Wer war ich noch gestern? Die Antwort weißt nur du. Weißt nur du.
schon seit Jahren operiert. Oder einmal mit zu Leiters, der dir die Kostüme präsentiert. Siehst du da aus wie ein Fremder, ist das wirklich keine Fantasie. Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn du bist glücklich wie noch nie. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue Nase ist wie ein neues Leben. La 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 la. Was einmal war, ist vorbei und vergessen uns hält nicht mehr. Hast du eine rote Nase an? Kannst du feiern und was Spaß daran? Nur so, dass man mit der Nase alles außer atmen kann. So ist das mit der Nase, ne? Mit Gottita wohnt ihr Neues an. Darum ging ich zu so einem Mann. Schöner. Im Biotech, sag zu ihm, was krieg ich doch hin? Und den Kopf schön küsse den Weg. Sende mir doch, ich alles weg. Scheiße, ja, Hauptsache ist, du machst es schön grau. Schicke die, das kann ich jetzt noch. Und dann wünsche wir noch weg. Oh, ihr kommt schön grau. Und die Liebe steht 2, 3 Stunden. Oh, ihr kommt schön grau und rund. Alte Liebe steht 2, 3 Stunden. Wie war's wieder? Oh, was ist jetzt los? Oh, ihr kommt schön grau und rund. Alte Liebe steht 2, 3 Stunden. Mister, ich kann ich dir vielleicht helfen? Vielleicht rasiere, wer funktioniert gut? Oh, rasiere kann ich schön. Was ja. Babys, können mir 2 nicht mehr. Doch wenn es sehen muss, dann können mir 2 noch für mich.
Martianer. Ja, und dabei wundert man sich ja heute. Dann hat man den Eindruck, alles sieht gleich aus. Ne? Aber manchmal schmeckt auch alles gleich. Egal, wo der hingehst, Burger King, McDonald's, schmeckt auch alles. Wenn du das Radio anschaltest, hast du manchmal den Eindruck, es klingt alles gleich. Ein Einheitsbrei, oder? Ja, bin mal gespannt, wer das versteht. Wer fährt uns diesen Moment ein? Schlimmer kann es nicht sein. Denk an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Traumtränen schon teilen. Hier hört wirklich jeder dasselbe und tanzt noch zu diesem Beat. Gefühlt ein Jahr oder wirklich noch länger, gibt es schon dieses Lied. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass man die Zukunft nicht verbiegt und wieder mal was anderes spielt als dieses Lied, als dieses Lied. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, schwindelfrei, mit dem Lied ist bald vorbei. Atemlos. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Winke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Winke? Wer hat so viel Geld? Scheißegal, ob du oben bist oder hart. Wenn du oben bist, wenn du hart bist. Scheißegal, ob du oben bist oder hart. Jawohl, ja. So. Was spielst du, was gut? Liebe Freunde, lasst uns die Hände nach oben nehmen und klatschen wir zum Takt. Wir heben von der Erde ab. Über 100 Jahre, frohen Kantor, ich freue mich, wie jede Kantor, so was doch geht. In der Zukunft, das noch nicht, fast laufen doch. Der Countdown kommt. Das ist schön auf uns, sie Ente, sie gehen drum. Da ist ein Ente und noch ein bisschen laut. Was davon abhängt, jeder ist im Stress. Wer kommt ihn sehen? Oh weh, oh weh. So, jetzt heben wir langsam ab, dann hebt man ab und völlig losgelöst von der Erde, fast genommen, völlig schwerelos. Herzlich willkommen in der Zukunft. Ist ein bisschen kopflos, oder? Wo küsst du her? Jetzt musst du sagen, aus der Zukunft. Ja, so schwingst du mir völlig losgelöst. Ich bin total überrascht. Und losgelöst in der Zukunft. Und ich meine, ganz ehrlich, ich denke, ist Rauchverbot. Was macht ihr hier da draußen? Leck mir den Tisch. Tja, wir schwingsen in die Zukunft und es ist natürlich für uns sehr interessant. Was passiert in der Zukunft? Ne? Ich habe mir jetzt gerade überlegt, so, die Malis hat ja so in den letzten Jahren so, wer singt in Zukunft einfach unser Motto-Lied?
Machen wir ganz kurz. Eine 18-jährige Blondine, 1,80 Meter groß, schlanker Fuß, mit folgendem Motto-Lied. Sie ist ein Model, sie sieht gut aus und haut jedes Jahr ein Lied zum Motto raus. Sie schwebt über die Bühne, das ist elegant. Und ist in Köln wirklich weltbekannt. Hallo! Hier ist eure Marie-Louise! Schön, dass ich mal im Senftöpfchen auftreten darf. Ich hatte immer gedacht, das Senftöpfchen wäre in Düsseldorf. Ist das jetzt in Köln? Nein, in Düsseldorf gibt es ein anderes Theater. Du bist aber hier mitten im Herzen von Köln, ja, habe ich gemerkt. Ne? Der Fahrer, der Sepp hat mich hier abgesetzt und hat gesagt, jetzt bist du im Senftöpfchen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist aber schön, dass du beim Senftöpfchen bist, ne? Wo ich ja jetzt nächstes Jahr aufhöre, ne? Ja. Aber ich schreibe noch immer weiter. Ja? Ja. Also die Motto-Lieder kommen immer noch von mir, ne? Auch in den nächsten 25 Jahren, da will ich erleben, dass meine Motto-Lieder hier gesungen werden. Jetzt singt man das neue Motto-Lied, das machen wir mal alle zusammen. Ich komme von hinten, ihr klatscht. Schön. Guck mal hier. Ich bin für euch, das ist doch klar. Das Motto-Lied wie jedes Jahr. Und wenn ich nach, bin ich gefragt. Sing ich im Sommer jetzt am Karneval. Weiß auch, Karneval ist einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Alles zusammen. Ich sage, heiß auf. Wer singt das Scheiß auf? Alles einmal im Jahr. Sie sind in einem Nobelhaus. Und dann singen wir uns zwei drauf. Ich komme aber von hinten und schalala. Ich sage, heiß drauf. Karneval ist einmal im Jahr. Ole, ole. Und schalala. Ich sage, heiß drauf. Karneval ist einmal im Jahr. Ole, Schön, Frau Liebe, Dankeschön. Das war sehr schön. Schön. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, unsere Marlies hat am 11.11. tatsächlich ihren letzten öffentlichen Auftritt. Ich denke, sie wird auf der einen oder anderen Sitzung nochmal auftauchen gegeben. Das Mädchen hat wirklich so viel für Köln getan mit all ihren Motto-Liedern und das gilt ein großer Applaus, dass bis nach Busse hört, für unsere Marie-Louise Nekuta. Bitteschön. Und das wird uns in den nächsten Jahren nicht erspart werden. Ich meine natürlich, wir freuen uns natürlich, dass es Motto-Lieder gibt. Aber das ist ja wirklich so, ne? Die Zukunft ist ja interessant. Gerade wir überlegen uns so, ne? Was machen wir in der Zukunft? Machen wir noch Parodien? Singen wir überhaupt noch vom scheiße Jahrwert? Ich weiß ja nicht. Aber er hat bestimmt eine Erklärung und ich bin sehr gespannt. Junge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Bernhard an, der spielt so schön Keyboard. Warum gehst du nicht zur Prinzengarde und wirst dort Prinz Karneval? Weil
wie du wieder aussiehst, mit der roten Nase, das ist doch nicht normal. Was soll die anderen sagen? Denk an meine Worte, denn auch in der Zukunft singst du nur Scheißegal. Danke. Wir uns wiedersehen. Hau doch nicht. Da hätte ich mich jetzt auch nicht getraut, das wäre zu hoch geworfen. Also ganz ehrlich, unser Heino, der ja, muss man wirklich sagen, die deutsche Musikgeschichte geprägt hat wie kein anderer, der sagt jetzt, wir singen weiter vom Scheißjahr. So soll es natürlich auch sein. Ne? Soll uns recht sein, oder lieber Bernd? Ja, siehst du, aber lassen wir nicht nur in die Zukunft schauen, sondern auch ein wenig in die Vergangenheit. Nämlich diese Herrschaften, die unser rheinisches Liedgut geprägt haben, mit ihren Liedern, natürlich war die Wahl ist definitiv eine. Ein paar Jährchen noch zurück, ich glaube, einer, den kennen wir sicherlich alle, unseren Willi Ostermann. Der hätte zwar nicht von Horn und Hahn gesungen, aber von anderen Klägfühlscher, und zwar von der Büsch und der ganze Traktor uns besucht. Und sitzen des Mittags gewöhnlich in der Büsch, weil es dort am schönsten ist. Der Finster stund und noch immer flüchten Büsch, bei unseren und setzt sich unter Tisch. Ins Lurze rechts, dann Lurze links, dann Hesse Norden, die Grau und gespitzt. Das ist mit der Hesse, die Frau sind liebe Mann. Sich dann doch bloß ins Arm. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Mein Name ist Willi Ostermann. Legen die Mösch, die Mösch, die Mösch. Bei uns in Gebüsch Und setzt sich mitten auf den Tisch. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Warten will, die in der Küche. Ein Mösch wird in der Wisch. Aber wenn sie doch bloß wieder frisch. Die Mösch, die Mösch, die Mösch, ja. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Ich sage nur Dankeschön, Applaus. Ist der Hannes der Ostermann auch einer, der in den Reigen gehört, der die wunderbaren Kölschen Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Genau, ist auch ein Vogel. Ne? Ja, ist auch so, ja. Spatz. Ja, haben wir welche hier, die nicht wissen, was Mösch ist? Nein, ist fast dunkel. Ich muss das mal erklären. Die meisten wissen noch nicht, wo der Name Mösch herkommt. Der kommt nämlich aus dem Französischen. Also Mösch ist ein Spatz, eine Meise. Im Französischen heißt das Moschee. Ja, nur nicht so blöd, das heißt tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz. Genauso habe ich auch erstmal geguckt. Ja. Genau so habe ich auch geguckt. Und das Paradoxe ist ja, wir in Köln haben zwei verschiedene Arten von Mösch. Ne, bitte. Das ist auch. Ne? Die einen, die fängst du, Ja. und die andere, die fängst der Ostermann an. Nee, ich muss sagen, die Texte von dem Ostermann waren sensationell und ich meine, es wäre mal an der Zeit, dass man einen so schönen Text wie die Mösch in eine moderne Melodie bringt. Alles wird ja modern, ne? Jeder will ja modern singen. Ich denke da an eine große Kölner Rockgröße von Bad, der Wolfgang Niedecken. Kenne den auch? Wenn Wolfgang Niedecken jemals über die Mösch gesungen hätte, dann hätte sich das folgendermaßen angehört. Pass auf. Man achtet auf den Text. Lang, lang her, da ich jetzt in der Kirche saß. Lang, lang her, da ich dort in der Kirche saß. Und dann der Schock, als die noch um mich zukam. Während für die Spiel so manche Möschlein flüchten.
lang her, dass ich für so jetzt ratlos stand und vor Enttäuschung echt in die Kunden. Jetzt hoffen wir hier das Senftöpfchen. Es noch wie für die letzte Durchbruch. Wo sind noch jetzt die Stunden Gewürzsauce? Für Autosökerei sind nur noch meine Kuhsau. Und überhaupt, was wir noch nicht gewohnt. Da kommt wohl nichts, nur ein paar instinktive Tricks. Es gibt noch viel, als wenn ihr es noch hört. Verdammt lang her, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang her. Du gibst ein Tierpass. Verdammt lang her, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang her. Wolfgang Wiesel. Aber ich habe einen klitzekleinen Einwand. Jetzt möchte ich gerne meinen lieben Freund, musikalischen Kollegen und Leiter eine Frage stellen. Bernd? Der Hannes sagte gerade eine moderne Melodie. Wie lang ist verdammt lang her? 32 Jahre, lieber. Unumstritten ein tolles Lied, aber keine moderne Melodie. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, wenn der Herr Ostermann heute auf die Bühne treten würde, dann sähe er aus, der immer noch eine kleine Hütsche an. Wir haben ihn für euch da, unseren modernen Ostermann. Das ist der Hardcore-Style. Das ist der Hardcore-Style. Sind die Hüte? Der macht die Hüter geil. Sind die Hüte? Ja, die Hadekamp, der wählt die Hühner an. Ja, es ist doch klar, dass bei unserem Höhnerhof der Gangnam-Style der Hahnkampf-Style ist. Aber ich sage ja nach wie vor, man muss das auch ein bisschen einleiten und ein bisschen für den einen oder anderen vielleicht erklären. Die meisten wissen das ja. Wir sind ja tatsächlich ein Familienunternehmen hier auf der Bühne. Ne? Die meisten sagen ja, ja, kenne ich schon seit über 40 Jahren. Die Blom Blömcher, die zwei Brüder. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja tatsächlich Vater und Sohn. Also für die Leute, die das noch nicht wissen sollten. Warum? Bist du wieder Blödsinn mit mir? Nee, aber es ist wirklich so, ja. Und wie kommst du jetzt auf den nächsten? Aber pass auf, da macht man schon was mit, ne? So als so. Aber das erzähle ich euch am besten musikalisch, ne? Oder? Ich habe ja einen Freund, der ist Psychologe. Und der sagte, wenn du Probleme mit irgendwas hast, musst du darüber sprechen. Wir machen jetzt alle, die legen sich jetzt auf die Couch, ne? Gesprochen. Und jetzt versuche ich noch meine Jugend und Kindheit zu verarbeiten. Hier an den Moment. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich muss mich konzentrieren, ich spiele doch absolut in Ruhe. Er zieht sich jeden Abend eine Maske ab und er spielt, wie es der Karneval verlangt.
Die Abschlussklassen. Ich muss mir immer so eine Scheiße ausdenken. Ne? So, los, hier. Du hast die nicht gesehen. Ganze Nüsse von der Beine hauen. Kokosnüsse? Ja, nichtsdestotrotz. Wo war stehen? Ja, Nüsse. Den zeige ich jetzt nicht. Hallo! Jens, sei vorsichtig. Du musst uns erzählen, wie schwer du es hast in deinem Leben, weil Als Kind musste ich immer die Klamotte von meiner Schwester auftragen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen geprägt. Du bist ja 4 Jahre jünger als du. Ich kann das als musikalisch verstehen. Kannst du mal vorstellen. Ne? Nimm fürchtig und entsetzlich wie, die schon sind 14 klein. Dat mir doch passt schon lang mit mir. Na doch. Die unrasierte Welt. Wenn sowas auch Sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran. Sorgt euch nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben und ziehe nicht diesen Vogel an. Dann denke ich an Hohn und Hahn. Immer mit euch zusammen. Weiß, ja, was hat denn schon geschehen? Du weißt, ich liebe das Leben. Der Karneval wird sich weiter drehen. Doch scheißegal, es bleibt bestehen. Du weißt, ich liebe das Leben. Ihr sagt, ihr liebt das Leben und da sind wir wieder beim Thema. Scheiße, ja, wird weitergehen. Aber ich sage euch eins, wir waren eben kurz beim Herrn Willi und er hat wirklich so viele schöne kölsche Lieder geschrieben. Und er sagt sich natürlich auch der ein oder andere bei dem modernen Kram, den man heute hört. Das war aber immer schon so und der Herr Willi hat das wunderbar mit folgendem Liede beschrieben. Wie Herr doch können, singt eine Nacht verloren. Wie wollen alle her ring so nett. Doch ist man selber sich nicht recht im Glauben, ob man einen Himmel oder keinen hat. Der fremde kommt, der ist doch so verloren, als alle Kölschen, da schüttelt uns mal am Kopf. Deit muss ich bloß die Tänz von verloren, stößt einem jedes Mal die Heimat vor. Ja, und die haben sie gesungen. Ach, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wunderschön. Länderpflanz, wenn dies normale Aubergine. Das muss ich machen, das ist richtig schön. Länderpizza, Erwin, Apollonia. Still verlöscht und hellrecht hat zu knutschen. Das war wunderschön. Sorry, ladies and gentlemen. My name is Paul Watts.
And I'm proud to be here in the whole hall. To the Senftöpfchen. Na, versuchen Sie doch mal mit dem Zähnchen. I have a new look and wie heißt er auf Deutsch? Eine neue Geschichte von, ich muss dazu sagen, am heutigen Abend ist natürlich auch die Literatenvereinigung hier vertreten und ich habe ein Lied geschrieben extra für die Literaten. Ich nenne es einfach Der arme Literat. Allein, wieder allein, einsam wie immer, vorüber rauscht der Karneval, den Aschermittwoch am war. Mein Herz ist schwer und trüb mein Sinn, ich sitz im goldenen Kölle drin. Noch nie auf einer Bühne ich stand und sang auch nie vom Vaterland. Im dunklen Saal allein und fern. Ich war noch nie ein Star, ein Stern. Regungslos mein Publikum, es schweigt, eine Träne mir ins Auge strahlt. Und ich fühl, wie im Herzen frisch und nah, wenn ein Mensch verlassen ist und er fragt, wo er sagt. Hast du dort droben vergessen auf mich? So sind doch mein Herz noch Hölle singt. Du hast den Ostermann oben bei dir. Schick doch einmal ein Lied von ihm zu mir. Scheiße, ja, scheiße, ja, ob du hoch bist oder Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Der einsame Literat. Aber zum Thema Zukunft kann ich euch eins sagen, egal ob Vergangenheit, Gegenwart oder die Zukunft. Ich denke, dieses traditionelle Geschäft der Kölschen Fastenacht wird uns hoffentlich noch lange, lange erhalten bleiben. Und egal ob wir traditionelle Adelliedersinger oder jetzt modernes, er wartet Wochen auf diesen Tag. Und tanzt vor Freude durch den Hühnerstall. Die alten Lieder sind wunderbar. Und es wird klasse wie im letzten Jahr. Vergessen wird er niemals die Hühner, wie ausgemacht. Hat seine Ruhe, macht keine Getue, wer doch genau. Durch das Gedränge der ganzen Menge warte ich
das war so ein kleiner Querschnitt durch unsere ganzen Parodiereihen. In der ersten Hälfte etwas von der neuen Parodie, jetzt von der vergangenen Parodie. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir suchen etwas. Ganz dringend. Wir suchen es. Hast du dann in der Türkei mitgenommen gehabt? Hast du nicht mitgenommen? Hast du nicht mitgenommen? Nee? Die knallrote Patnas. Dann suchen wir die jetzt zusammen, ja? Auf geht's! Es ist morgens 3:30, der was Monat und Nacht, wegen Kater und der läuft mich nicht los. Ich war fast abgetroffen, sind echt nicht geschlafen, wo sind mit Gedanken jetzt bloß? Sind wir noch ganz dünn, weil ich nach Köln zurück, zum Bücher und Zeitung geholt. Die Annonce war Flagge, letztes Hinfühl der Woche, suche ihn oder Stunden dort. Angefangen, ein knallrote Patras, die du getragen hast. In die Gaube gelurrt, ein Zicklein gelurrt, der Moment, der ich nie wieder vergess. Und jetzt höre ich die knallrote Patras, die du getragen hast. Möchte ich entweder sind, ja das kriegen wir hin, und so morgen in Köln abbringen. La 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 la. Ich war total perplex, komm für wie verhext, neue Luft und sie war nicht wieder. In Gedanken am Höhlen, nach all der Gefühle, und dann wurde es mir langsam klar. Ich komme langsam zurück, bin der nächste Frühstück, was alles gewesen ist. Das war Kölsch mit dem Mädchen und die Kneipe hieß beim Käse, wo der Arzt sich wieder zu sehen. An die Funde, ein knallrote Patras, die du getragen hast. In die Gaube gelurrt, ein Zicklein gelurrt, der Moment, den ich nie vergess. Und jetzt will ich die knallrote Patras, die du getragen hast. Möchte ich entweder sehen, ja das kriegen wir hin, und so morgen in Köln am Ring. La 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 la. An den Morgen abgehetzt, Glück auf Köln gewetzt, und zu spät ich hab dich nicht gesehen. In der Kneipe am Baden, an die Lüchsen am Schwaden, und da hör ich von hier ein Stimm. An die Funde, ein knallrote Patras, die du getragen hast. In die Gaube gelurrt, ein Zicklein gelurrt, der Moment, den ich nie vergess. Und jetzt hab ich den Schuss mit der Patras, wer sie getragen hat. Ich steh wieder zu sehen, Mädchen, das ist so schön, was der Abend in Köln am Ring. Ich steh wieder zu sehen, Mädchen, das ist so schön, was der Abend in Köln am Ring. La 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 la. Die kriege ich ja mindestens mal jetzt zu trinken, aber mir. Ne? Ja, hast du hinten Wasser stehen? Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, aber da machen wir irgendwann der Ente mit Wasser. Ja, das stimmt, ja. Aber ich meine, soll man hier so eine kleine Sprung machen hier vorne an der Ding? Ja, können wir gleich machen, würde ich sagen, ja. Erst musikalisch und nachher ernst, oder was? Ja, richtig. Machen wir das. Mit den ganzen Lücken, Herr Dumme, nicht unterbrechen. Ja? Der schönste Platz ist immer an der Theke. Ja, an der Theke ist der allerschönste Platz.
Schluss ist. Es ist nicht so schlimm, Nee? Nein, wir müssen mal Folgendes machen. Wir müssen mal Folgendes machen, und zwar, die sind ja so andächtig hier, die hören uns so. Das ist schön, ja. Ja, und ich habe, normalerweise bin ich jetzt in einem Alter, wo ich mir auch billiger die Jungen singen, die auf dem Sitz sind. Aber ich bin aber gespannt, ob du das bei deiner eigenen auch noch schaffst. Wenn du mich nur bis hierhin eingreifst, ja. Hat einen Vorteil, ne? Ja, kann ich mein Grab selbst legen. Genau, richtig. Aber nicht als Humor. Ne? Ich muss jetzt Wasser weg. Oh, nee. Bring jetzt etwas Wasser, genau. Das ist eine schöne Idee. Ah, ist auch warm mittlerweile. Ne? Ja, wunderbar. Und ich habe den Köln, wie heißt der noch? Alpenrocker, ne? Ne, Volksrocker. Den kennt er bestimmt alle, ne? Kennt er doch, ne? Den Kavalier, richtig, die Resonanz. Ich singe ein Lied für dich und da fragst du mich. Aber nein, er hat ein wunderschönes Lied geschrieben, wie er seinem Vater gewidmet hat. Und das Lied hat mich irgendwie berührt. Das fand ich gut. Und ich habe gedacht, nee, Beerdigungslied, nee, ist nicht. Ich mache das so, als würde der beste Freund irgendwie die Ferne, aus beruflichen Gründen die Ferne ziehen, und habe dann ausgemacht, einmal sehen wir uns wieder. Du trägst von Köln weg. In der Ferne fühlst du dich oft allein und du fragst, wie kann es sein, doch es hält all keines weg. Hand in Hand und lass dich einfach tragen, denn es geht jetzt noch die Jahre, du willst schon Sinn. Einmal sehen wir uns wieder, einmal träge dich zurück zum Ring. Und auf die Erde da singen wir die Lieder von Köln, wo wir zwei geboren sind. Zur Erinnerung an die schönen
Dann natürlich, dass in so einem Theater genau das richtige Symbol da steht, ein lachendes und ein trauriges Auge, ein weinendes Auge. Und ich will sagen, wir sind hier, um Spaß zu haben. Und ich will sagen, heute stellen wir uns in, wir schunkeln noch ein wenig mit euch zum letzten Lied. Komm Mädchen, tanz mit mir! Es war im letzten Karneval, ich hatte grad wieder Funkenball. Ich dachte so für mich, was willst du dann im Götze nicht? Doch als ich dann in ihr Höhe, da hatte ich ein komisches Gefühl. Ein Mädchen stund da ganz allein und wimmelte mit Singerbein. Es lächelte, als es mich sah, da holt mir auf einmal klar. Komm Mädchen, lass mich dir, ich will sonst nichts von dir, nur ein, zwei Wünsche, vielleicht auch ein Stündchen. Nimmst du mich in der Arm, dann redet mir ganz fern. Es ist so schön mit dir und blieb bei dir. So tanzten wir bis morgens früh und hätten schon die Füße ganz weh. Und ich dachte so für mich, das ist die richtige Frau für dich. Ich flüstert leis in ihr Ohr den schönsten Treuespur. Wir sind mal nicht schon ein Paar, der Walzer schon war. Gib mir ein, komm Mädchen, lass mit dir, ich will sonst nichts von dir, nur ein, zwei Wünsche, vielleicht auch ein Stündchen. Nimmst du mich in der Arm, dann gehen wir ganz fern. Es ist so schön mit dir und blieb bei mir. Und noch einmal mit Alexandra. Komm Mädchen an. Komm Mädchen, tanz mit mir. Ich will sonst nichts von dir, nur ein, zwei Wünsche, vielleicht auch ein Stündchen. Nimmst du mich in der Arm, dann redet mir ganz fern. Es ist so schön mit dir und blieb bei dir. Jawohl! Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Wir geben dir Geld für weniger aus, doch was wir kriegen bleibt gleich. Sag mir doch mal, wohin soll das noch führen? Wie soll das hier weitergehen? Bald ist die Sache nur noch im Netz, den iPad hat der ist rein. Drum hör mal zu und was für auch, wir geben klar zu verstehen. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen?
meine nicht das, natürlich sehr, sehr gerne, gar keine Frage. Aber man hat so den Eindruck immer wieder, wir freuen uns ganz besonders natürlich, dass wir, wie schon mehrfach erwähnt, hier zu Gast sein dürfen. Es ist ein bisschen in Köln ein Ritterschlag, wenn man in dieser Musentempel spielen darf. Und wir haben schon wirklich sehr, sehr viel gesehen in Köln. Wir fühlen uns hier sehr zu Hause und sagen euch eins, ein Dienst darf natürlich zum Schluss nicht fehlen, was unseren Herrn betrifft. Wenn er spät abends nach Hause kommt, singt er also den Hühnern ein wunderschönes Lied, wie jetzt in der Liegebatterie aller Arbeit, die Arme. Und das geht folgendermaßen. Ich hab euch alle lieb, wenn es so etwas gibt. Ich hab euch wirklich lieb, all meine Hühner. Ihr seid so wunderschön, so schön und so verstehen. Alles mal vergeht, ihr liebe Hühner. So, Freunde, Ich bin wieder hier in meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab Hühner gedeckt. Ich rieche den Dreck und atme tief ein. Und dann bin ich mir sicher, wieder zu Hause zu sein. Auf dich und unter den Glöckchen. Es geht mir gut, es geht mir gut. Mach euch keine Sorgen, es geht mir gut. Ich hatte Hütte bis Köln und sag auch nie dabei. Doch war es ganz schön wärmen. Mein Gott, was haben wir geknallt? Sie hat eine Rasse, gar keine Frage. Ich wollte in den Spiegel stehen. Und ich war wirklich nicht in der Lage, hier aus dem Wege zu gehen. Hier aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Über nicht mehr los. Völlig willenlos. Was ist mit mir los? Völlig willenlos. Hey! Grüne Brille, lass uns die Hühner zurückholen. Hier ist Senftöpfchen und hoch wieder auf. Carpet. Grüner Carpet. Kommt und zurück. Baby Carpet. Und feiern ist jetzt die richtige Zeit. Komm, seid dazu auch bereit. Oh! Schnapp
Wir wären nicht Blom Blömcher, wenn wir nicht zum Schluss noch unsere Nationalhymne draufsetzen würden. Aber an dieser Stelle möchte ich mich zuerst einmal bedanken bei all denjenigen, die es ermöglicht haben, dass wir überhaupt hier Senftöpfchen spielen konnten. An erster Stelle ist einmal genannt die Technik von unserem Haus. Unser lieber Jens, der so toll Licht und Ton gemacht hat. Dazu kommen unsere Techniker, der Markus und der Rauch. Zeigt euch mal, unser Laufwerk, ich glaube, der Markus ist oben und oben. Dann ganz besonders Dankeschön gilt natürlich meinem Gewandmeister und meine Baccarat-Hose, Thomas. Danke sage ich auch unserem Keyboarder, den wir jetzt im 4. Jahr haben, die 4. Session haben. Er ist einfach genial. Bernd Kotz. Und was wäre Blom Blömcher heute noch, wenn ich nicht die Unterstützung von meinem Sohn hätte, von Markus. Ja, wir sehen das 15 Jahre zusammen, das ist stimmt. Oliver Blum! Das ist alles möglich. Natürlich sage ich für uns. Nee, alles. Ich schaffe das noch. Ich möchte mich auch besonders bedanken. Und wir haben eben hier tatsächlich 3 Generationen auf der Bühne. Ich hoffe, sie ist noch da. Liebe Marisa, bist du noch Marisa? Komm einfach mal nach vorne, zeig dich noch mal bitte. Herzlichen Dank an Marisa Blum. Haben wir noch etwas vergessen? Natürlich bedanken wir uns beim Hause des Senftöpfchens, dass es die Gelegenheit gegeben hat, uns hier spielen zu lassen. Und es ist wirklich für uns etwas ganz Besonderes. Ganz lieben Dank an die Herrschaften, die hier arbeiten, alles vorbereiten. Wir haben Schnitt in der Garderobe. Es ist ein Traum, hier zu sein. Und wir bedanken uns natürlich Bei euch. Ganz besonders, dass ihr heute jeden Abend hier hingekommen seid an einem Montag. Herzlichen Dank. Was ich erzähle, jest noch ganz plötzlich fort, längst Ende der Welt, volles die Köln, egal wo du bist, denk an die Heimat.